Schon immer wollte ich abstrakt malen und nun ist es da, mein erstes abstraktes Werk. Die Idee dazu kam mir schon vor vielen Jahren, aber erst im April 2013 habe ich sie verwirklicht. Ich nenne dieses Werk das zweite abstrakte Bild, mit Respekt auf den großen Meister der Moderne, Wassily Kandinsky, der vor etwa 100 Jahren eines seiner Werke das erste abstrakte Bild genannt hat. Ich studierte die Inhalte sowie Beweggründe dieser Künstler der Moderne, die immer abstrakter wurden, bis zu einem einfachen schwarzen Rechteck oder blauen Fläche. Die Erklärung dazu war einfach: Jeder sieht das, was er sich vorstellen kann oder will. Ich machte es mir nicht so einfach und legte grafische Elemente auf, entsprechend der Art meiner Generation, der Pop-Art oder Op-Art. Für mich ist jedoch bildende Kunst immer auch Bildersprache, mit einer bestimmten Botschaft des Künstlers, seine bildhafte Ausdrucksweise. Schon seit der Expressionisten versuchten sich Künstler immer wieder der Einfachheit der Symbole und Zeichen der Höhlenmenschen in ihrem Schaffen zu bedienen. Das ist bei Paul Gauguin zu finden, ganz besonders später bei Paul Klee, bis hin zu dem amerikanischen Maler der Postmoderne Kate Haring. Meine Liebe zu Details brachte mich hier zu verspielten Inhalten, welche den Betrachter zu immer neuen Entdeckungen führen. Ich nenne es auch Dramaturgie des Bildes, denn sie erzählen Geschichten, bauen Spannungen auf. Und wenn wir uns diese einzelnen Elemente hier wie Punkte, Kreise und Stäbchen als Individuen vorstellen, welche sich interaktiv in einer lebendigen Kommunikation befinden, dann fallen uns viele Geschichten ein. Jeder nach seiner fachlichen Ausrichtung und Wissen wird seine Geschichte machen. Ein Internist hat eine andere Sichtweise als ein Landwirt. Und so kommen wir wieder zu dem Paradigma der Moderne: Jeder soll in dem Bild das sehen, was er will oder kann. Viele werden wahrscheinlich einige Elemente aus Medizin entdecken, welche ich hier in einer grafisch stark stilisierten, symbolhaften Form auf die Leinwand brachte. Das geschah aus dem Grund, da ich lange Jahre Themen zur Gesundheitsaufklärung für Verlage und Filmproduktionen grafisch umgesetzt habe. Und diese Symbole aus Medizin wie Herz, Leber, Knochen, Verdauung, diese menschlichen Elemente haben etwas mit meiner Botschaft zu tun, die unter dem Motto steht: Erkenne dich selbst zu deinem Wohl. Und somit Prost, Künstlergemeinde, auf unser Wohl.